Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, Königreich Arturia, da waren wir stehen geblieben. Was war das nochmal? Ich glaube, da muss ich mich erst nochmal umgucken, oder? Muss ich nochmal mit einer Knetköpf sprechen? Noch Triester, noch Süden muss ich also. Okay. Habe ich mit einer Hansel schon gebabbelt? Der Ehrige ist fast verrückt war, alle hopp. Agurio ist kaputt, ja. Stimmt, ich erinnere mich hier. Wir müssen noch weiter nach Süden gehen. Gute Waffe, sagt er angeblich. Gute Waffe, sagt er, bestätige ich. Alle hopp. Ist schon ein bisschen länger her wieder, dass ich hier gespielt habe. Agurio haben wir ja schon mitgekriegt, dass das kaputt gegangen ist. Und wir folgen dann sozusagen Amon noch Süden. Das muss dann wohl hier sein, ne? Triester. Oh, da sammeln sich aber alle Dörfler schon. Die Lichtkugel ist von Norden gekommen und ist ins südwestliche Meer geflogen. Die Leute sind immer noch ganz aus dem Heißel. Was war denn das für eine Kugel? Die ist ins Meer gestürzt und ich hoffe, die bleibt auch da. Ich habe noch nie so verrücktes Licht gesehen. Das muss der Anfang vom Weltuntergang sein. Ach Gott. Wenn ich an die Kugel aus Licht auf dem Meeresgrund denke, traue ich mich gar nicht mehr in die Nähe vom Wasser. Deswegen wäsche ich mich schon seit 5 Wochen nicht mehr. Da gibt es ein Labor mit seltsamen Erfindungen. Als ich da war, haben sich die Erfinder gerade über das sinkende Schiff aufgeregt. Oh, das muss der Mirko sein. Wer ist denn das? Ein Freund. Er erfindet Unterseeboote. Unterseeboote? Das sind Schiffe, die unter Wasser fahren können. Wenn ein Schiff unter Wasser fährt, nennt man das Sinker, du Dummkopf. Nee, du Dappschädel. U-Boote tauchen unter Wasser, die sinken nicht. Hey, immer ganz ruhig, sind alle Freunde so hitzköpfig. Ja, man denkt sich wundern, wie hitzköpfig so mancher Akademiker ist. Ist das wahr, dass Agurio von einem urheimlichen Mann zerstört worden ist? Die Lust vor allem. Die Lichtkugel kam aus Agurio. Gibt's da einen Zusammenhang? Ja, so ein bisschen. Also allmählich kommt auch der Pöbel dahin, ne? Wisst ihr, was das für eine Lichtkugel war? Mein Opa sagt, es war überwesen. Ja, der rechte Opa. Deswegen verstecken sie dann wach im Keller. Der Lichtball muss überwesen gewesen sein. Trotzdem spüre ich auch böse Kraft. Ich hoffe, dass die Lichtkugel niemals wieder aus dem Meer auftaucht. Na, so viel Glück wärst du wohl nicht haben, Opa. Was sagen denn die hier? Na? Mein Freund ist Seemann in Portravia. Er sagt, er hat die Lichtkugel ganz aus der Nähe gesehen. Er sagt, die Art, wie die Kugel ins Meer getaucht ist, hat etwas Göttliches an sich gehabt. Kannst du mal gerne hingehen und den Kerl verehren. Ich glaube, da steht er drauf. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal hier in den Shop. Jo, alles. Standardzeug vorbei. Hammerrute, sieht ein bisschen besser aus. Ja. Dann soll sie die Hammerrute haben. Das lassen wir mal sein. Okay. In der Itemlade müssen wir nicht. Na dann. Reisen wir mal weiter und gucken, was es hier Schönes gibt. Oh je. Ins südwestliche Meer, haben sie gesagt. Oh. Motzklotz. Nein, so bleibt doch einer. Ah, einer. Er zieht nicht viel ab, aber er bringt viel Erfahrung. Jo. 2222 Erfahrung pro Klotz ist schon ziemlich ordentlich. Okay. Yeah, mehr von den Klötzer. Bleibt doch, bleibt! Nein! Ah, scheiße. Und hier ist doch noch was. Portravia! Ja, das ist die Wissenschaftlerstadt. Aha. Motto. Super edel hier das Zimmer, oder? 2-2er-Zimmer, das finde ich richtig gut. Was gibt's dann hier Schickes? Nur das Beste und das Ehrewort drauf, aller hopp. Armbrust. Hammerrute, Ego-Schrauber. Keke, Zornesattacke, Regenaxt und Bomber. Nimmt er die Regenaxt. Eisenrüstung, Kraftumhang. Goldhelm. Kriegst. Maxim ist ja unser Goldjunge, genauso wie Guy.
Stirnreif ist Quatsch, Kraftumhang ist Quatsch und der Eisenrüstung kriegt er auch noch. Aber nur weil er der gute Goldjunge ist. Ah, Zauberlader. Donner. Auf jeden Fall. Wasserdrache. Jo, erzähl damit. Und Valor macht selbst die müdesten Helden wieder munter. Ich glaube, das ist die bessere Version vom Helfer. Dafür müssen wir auch ordentlich was blechen. Deswegen wird erstmal Zeug verkauft. Das DK-Schwert bestimmt nicht, aber das doch immer verkaufen. Ja, komm. Können wir ein bisschen was verkaufen von dem Zeug. Vielleicht kommen wir ja wieder auf die 60.000. Super. Mhm. Dann kaufen wir uns nämlich unbedingt noch Valor. Guderle. Guderle. Es gibt im Süden statt der Elfe, doch zuvor muss man den Berg ohne Wiederkehr passieren. Berg ohne Wiederkehr birgt viele Geheimnisse. Inklusive, wie man dort wieder zurückkommt. Nämlich mal Friede sei auch mit dir, du Kaspar. Das wird erstmal gespeichert. Und um zur Amon zu kommen, brauchen wir anscheinend ein U-Boot, wie es aussieht. Ne? Das heißt, wir sollten mal mit den Wissenschaftlern hier relativ schwimmen auch überall die Schiffe rum. Habt ihr nicht geglückt in die Seestadt zu sehen? Das war nicht weit von hier. So. Ich kenne Elfe, mit der ich oft auf dem Berg ohne Wiederkehr spiele. Ehrlich? Ich glaub's da, jo. Das Meer sieht seltsam aus. Die Strömung ändert sich. Ja, das mag vielleicht an dem Höllefürst liegen, der da unter Wasser rumhockt. Da in dem Labor habe ich Elfenkind gesehen, sonst kommt sie nicht in die Nähe von den Menschen. Aha. Gucken wir uns alles an. Menschen sollten ohne Maschine im Eintracht mit der Natur leben. Ja, geht zurück ins Frühmittelalter, wo du herkommst. Das Labor lässt viel Schlamm ins Meer ab, das finde ich gar nicht toll. Ja, das ist halt der Scheiß mit Wissenschaft hat seinen Preis und so, ne? In Mirkos Labor gehen immer seltsame Dinge vor. Na, noch so ein Abergläubischer. Na, dann gucken wir nochmal rein hier. In Mirkos Labor sieht eher wie eine Fabrik aus, aber wir gucken rein. Die Musik ist auch wieder geil. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, Lexis. Hast du wieder etwas erfunden? Ah, bestimmt. Hallo Lexis, Mirko ist im Untergeschoss. Jo, da gehen wir doch natürlich hier. Ah, hier. Mirkos Pläne sind perfekt, mir nur noch geeignetes Schiff. Aber wir... Ich liebe den Ort und den Ölgeruch, einfach himmlisch. Du hast die nächste Maschinenbauerin ins B wahrscheinlich. Die Suche nach dem Warum beginnt mit der Frage nach dem Weshalb. Wieso? Keine Ahnung. Ich denke nur laut nach. Dummkopf. Lexis, du hast den Motor fertiggestellt. Wenn Mirko mit dem U-Boot fertig ist, kann's losgehen. Was bist du, Fanny? Wenn Mirko seine Studie abgeschlossen hat, wenn die Menschen unter Wasser reisen können. Ah, das sind dann wir die ersten Versuchskaninchen, ne? Oh, Lexis, bist du noch am Leben? Was ist das für eine Begrüßung, du Dappschädel? Wie weit bist du mit deinem U-Boot-Plan, du dummer Hund? Ich bin soweit fertig. Mir fehlt jetzt nur das richtige Schiff. Wie wär's dann mit der Exerion, das Schiff, was aus dem Aurabaum gemacht worden ist? Was? Mensch, das im Ernst? Das Schiff wäre perfekt. Wo ist es? Och, wir haben es draußen von der Stadt geankert und es könnten es jederzeit holen. Aber worauf wartest du noch, du Blödmann? Du hast einen Kehrt Maxim, wollen wir das Schiff umbauen lassen? Ah, natürlich! Allerhaupt, dann lass uns doch mal die Exerion hierher bringen. Jo. Glücklicherweise ist Exerion auch nur so groß wie ein Ämer. Von daher funktioniert das. Das ist wie so ein Clowns-Auto, ne? Ja, dann kommen sie alle hergegammelt und wollen sich sagen, okay, langsam wird der Raum eng. Das ist also Exerion. Hoho, ja, daraus könnte man U-Boot machen. Allerhaupt, fangen wir doch mal an. Ja, bringen wir die Pläne. Jawoll. Ey, was machst denn du da? Jetzt hab ich dich. Du kannst mal nicht entkommen. Pff. Hoi doi. Was? Mirko, die Pläne, die sind gestohlen worden. Was? Wer hat denn das gemacht? Der Elfenkind, ich hab's an der Ohren erkannt. Der Elfenkind, das glaube ich nicht. Aber ich habe nur die spitze Ohren gesehen, es muss ein Elf gewesen sein. Aber Wir müssen die Pläne unbedingt wieder haben, sonst ist alles verloren. Ohne die Pläne können wir Exerion auf keinen Fall umbauen. Wir müssen die Pläne wieder kriegen, sonst wird es unmöglich sein, Exerion umzubauen. Ja, doppelt gemoppelt hält auch besser von der Aussage, ne?
Zu schade, ich habe gedacht, wir könnten das U-Boot fertigstellen. Ach, der ist wieder stinkwütend auf die Elfer. Ihr könnt euch eventuell vorstellen, wenn die Fabrik hier umweltfreundlich hoch 3 ist, dass Elfe, die mit der Natur verbunden sind, eher nicht so mit dem Fortschritt hier einverstanden sind. Na gut, dann ist also zum Berg ohne Wiederkehr. Also, runter mit uns. Und ich glaube, du geht's zum Berg, ne? Blutrose. Gehen wir nochmal drauf. Nicht schlecht. Auch nicht verkehrt. Ja, für so einen Wissenschaftler auch nicht schlecht. Und geil, haut man wieder ein faste Bode aus. Mhm. Ja, Gordo muss man natürlich wieder übertreiben. Level für Lexis. Und... der Chizo. Ich würde mir eher sagen, das ist ein Schizophren. So, dort drauf und hier mal dort drauf. Ach, war der schlecht, ich weiß. Sorry, Leute. Dann schauen wir mal, was wir hier für Schabernack treiben können. Eagle Scream und trifft wahrscheinlich an den Ende. Genau. Und der ist tot. Alter, sehen die gruselig aus, vor allem, weil die einfach nur so Höhle drin hängen. Ohne sichtbare Aare und Zähne oder sowas drin. Boah. Die sehen aus wie so etwas, was man für in einem Laden namens Needful Things for Serial Killers kriegt. Berg ohne Wiederkehr. Sind wir richtig? Jawohl. Sind wir richtig? Hier am Berg ohne Wiederkehr. Ja, ich lasse das mal lieber mit dem Gesinge. Ich bin nicht gut in sowas. Ja, aber auch nur die Farbgebung ist hier ein bisschen anders. Und hier scheinen ja wohl auch die Elfe rumzuturnen, ne? Das ist der Schnaufer. Und dann packen wir den zum anderen Schnaufer. Dann schnaufen die sich nämlich gegenseitig an. Und... Moment mal. Ah, okay, der schnauft sich hier einer. Ja, dann schieben wir den doch dort hier. Und... Warte mal. Halte mal das Gaul an. Nee, das wird so nix. Definitiv nicht. Jetzt kommen die anspruchsvollere Dinger. So kann ich den neutralisieren. So kann ich den hier. Und dann haben wir das so fertig. Genau. Geht doch. Hier sieht alles soweit ganz gut aus. Ist was? Na egal. Was ist dann hier? Enzianos. So blau, blau, blau blüht der Enzian und so, ne? Und weg. Hier hat zu der Zeit, ich glaube 1995 oder 96 ist Lufia, du hat's Heino tatsächlich noch im Radio gegeben. Für die ganze jüngere Generation, die sich nicht mehr an Heino erinnern, das war so ein illustrer Volkssänger Albino. So. Nicht mehr Musik, aber man kennt jo Heino. Mittlerweile müsste man eigentlich nur noch aufgrund von seiner Rammstein-Cover und so weiter kennen. Hat er sich auch vor ein paar Jahren wieder einen Namen gemacht damit. So, die kennen wir schon, die Gegnertypen. Okay, das Mal greift Gordo richtig an zu uns zum Timing. Schauen wir mal, was das an Schaden macht bei 2. Mhm. Nicht schlecht, aber es reicht nicht zum Kill. So auf jeden Fall. Nee, ich glaube, das ist eh egal. Da reicht jetzt jeder kleine Angriff, um den zu killen. Ja. Das heißt...
machen Emo stärker noch drauf. So. Ich glaube, Valor war dann Wiederbelebungszauber, der mehr als nur 100 HP gibt. So, schauen wir da mal. Dasselbe Spielchen nochmal, bei solche Pflanzengegner ist auch nicht schwer zu durchschauen, gegen was die anfällig sein könnten. Aber wir lösen Kills aus, wenn wir auf 2 gehen von denen. Gut, endlich mal Gegner, die wieder nur einmal angreifen und nicht 3-mal hintereinander. Sieht soweit gut aus. Aufgerahmt Hammer. Dann geht's weiter. Hier sehe ich mal nix. Ja, bababam. Relativ gegnerlos das Ganze, ne? So, den Hansel müssen wir da hinstellen. Der kann dann da nicht mehr rumschnaufen. Der kann uns dann hier nicht mehr nerven, aber da brauchen wir noch was anderes, ne? Da kommen wir nicht durch. Nee. Halte mal den Gaul an. Nee. So kommen wir nicht hier. So geht's auch nicht. So geht's dann nicht. So und so. So. Und so. Da kommen wir doch nämlich ans Aquaschwert. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, Goldjunge. Aquaschwert bringt dir nichts. Okay. Ihr bringt's was. Aber nur ihr. Ui, das ist gut. Ein Wasserschwert, Sturzbach. Okay, vor allem wasserscheue Kreaturen mögen das nicht. Da haben wir von denen bisher noch nicht allzu viel gefunden, von den angeblich wasserscheue Kreaturen. So, halten wir den Gaul an. Dann können wir da bestimmt noch da entlang. Und können den hier da damit blockieren. Der kann dann hier in der Gegend rumnerven und schnaufen. Und dann schieben wir auf den drauf. Schön. Aha, da ist das Elfenkind. Huch. Ach, wenn ich in die andere Richtung wollte. Oh, na. Auf keinen Fall. Tja, dann halt 4 Gargüllen als Gegner. Ihr kriegt mal einen Phönixprobe halber ab. Und du... Machen wir den Betäuber auf den hier mal so spaßeshalber. Okay, also Gordo zieht mit einer normalen Attacke nicht so viel ab. Dann schauen wir da mal. Ja, stabil. Ich weiß nicht, ob es ihn betäubt hat. Nö, anscheinend nicht. Ja. Die ziehen stabil ab. Okay. Dann würde ich da mal sagen. Maxim ist eine Runde für Champion. Frost fehlen wir mal drauf und du hau mal drauf. Ich habe das Gefühl, dass Gordo den Kampf nicht besonders lang mitmacht. Ansonsten könnte man auch Donner und Drache ausprobieren. Ja, das ist auch gut. Nicht so toll bei Lexis. Zieht nicht so gut ab. Ah, nochmal der Champion. Du machst jetzt der Drache. Und du hauch da mal einer. Ja, das ist gut. Gordo schwächt ein bisschen die anderen Gegner, auch nicht verkehrt. Ja, also es gibt auf jeden Fall immer stabil Energie zurück. Da kommt der Blubberdrache. Erinnert ein bisschen an den aus Terranigma, oder? Der von der anderen Kreaturen befallen war, von den Seesterne.
So, das sieht doch nicht schlecht aus. Ja, ich glaube, in der nächsten Runde ist Gordo AD. So. Dann machen wir doch mal den Götterschlag. Auch wenn das keine Untote sind, der Sturzbach. Und natürlich, Gordo haut ab. Wow. Könnte sein, dass die als untot zählen, die Gargüllen. Und ja, Gargülen ist, also mit Y geschrieben und einem L, ist tatsächlich der Plural von Gargoyle, nicht Gargoyles. So. Ja. Machen wir einfach mal Champion of Allah. Du machst mal einen Bomber und du haust drauf. Ach, ich mag diese Bosskampfmucke. Gefällt mir einfach nur richtig gut. So ein Gargoyle wird später auch noch ein Standardgegner von uns werden. Momentan sind sie zwar noch in etwas verstärkter Version ein Bosskampf, aber im späteren Spielverlauf haben wir die als Standardgegner. So, der dürfte eigentlich Anime allzu viel aushalten, ne? Und Alley ist der Anime so besonders gefährlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Geht's da gut? Ich hab euch nicht gebeten, mir zu helfen. Ihr seid... Dupla, hör sofort damit auf. Atia. Wir redet schon nur mit den Leuten, die dir das Leben gerettet. Aber Atia, sie waren gerade dabei, wieder ein Schiff zu bauen. Das Labor leitet Abwasser ins Meer und verpescht die Umwelt. Hast du deswegen die Pläne gestohlen? Egal warum du es gemacht hast, stehlen ist falsch. Moment mal. Bist du dir bei der Sache mit dem Abwasser sicher? Was? Du hast nichts davon gewusst, dass das Labor die Umwelt verpescht? In der Stadt blüht kein einziges Blumen mehr. Das reicht jetzt, Dupla. Gib dir die Pläne zurück. Sofort. Aber Atia, dann müssen sie einfach weitermachen. Erzwungene Einsicht, der hat keinen Sinn. Sie werden sich nur erinnern, wenn sie das Problem selber sehen. Ihr habt da die Pläne zurück. Warte mal. Ich werde, sobald ich wieder in Portravia bin, Ich werde, sobald ich wieder da bin, Portravia in eine Blume mehr verwandeln. Das dauert vielleicht eine Weile, aber ich mach's. Das verspreche ich dir. Du Mensch. Ja, ich werde die Maschinen so umbauen, dass die Umwelt keinen Schaden mehr nimmt. Das wirst du wirklich machen? Selbstverständlich. Ich werde aber beweisen, dass ich wirklich ein Genie bin. Wenn die Stadt wieder voller Blume ist, lade ich dich ein, mich zu besuchen. Und ich will einen großen Blumenstrauß schenken. Ist das alles in Ordnung so? Nur wenn die Stadt wirklich zum Blumenmeer wird. Danke. Ich gehe jetzt sofort zurück in die Stadt und fange Adra zu arbeiten. Maxim, wir sehen uns in Portravia. Am Mist, dann hätte ich mal vorher ausziehen sollen vor dem Kampf. Atia, schlechte Nachrichten. Was denn los? Die seltsame Lichtkugel ist über unserem Dorf erschienen. Das Licht ist voll böser Energie. Die Kraft ist so unglaublich stark. Das klingt irgendwie bekannt. Wirklich? Was ist es? Das ist der Höllefürst der Zerstörung. Ihr sollten sofort zum Dorf zurück. Wir gehen mit. Aber ich kann doch nicht einfach Menschen in mein Dorf mitnehmen. So was haben wir jetzt keine Zeit. Geh oder der Leid, wenn alle tot sei. Alle hopp, ich werde uns hier transportieren. Wop! Atia, das Licht ist gekommen und Twixer ummantelt und ist mit ihr verschwunden. Was, meine Mama? Ihr konnten es nicht verhindern, alles ging so schnell. Wohin ist das Licht geflogen? Direkt zum Weihentempel. Zum Weihentempel? Das muss vorher geplant gewesen sein. Was ist denn der Weihentempel? In dem Tempel gibt es mystische Stellen, nur Twixer kann den Tempel öffnen. Das hört sich gar nicht gut an, Maxim. Gar nicht gut. Ich weiß. Atia, wo ist der Tempel? Ohne Elfe kommt er nicht in den Tempel rein. Überlassen es lieber mir. Du wirst uns brauchen, auch wenn du uns Menschen nicht magst. Wir müssen zusammen schaffen, um Amon besiegen zu können. Nur als Team haben wir Chance. Wir retten so viel, wir sollten sofort lieber auf den Weg machen und Twixer retten. Also, wo ist der weihe Tempel? Südwester. Das war Twixer gerettet, kannst du uns anführen. Offene Kampf. Ja, Twixer und Snickerina ist bestimmt auch noch hier und Mars hockt bestimmt auch noch irgendwo rum.
Aber ich steht jetzt muss sagen, ihr liebe Leute, nachdem wir jetzt hier Athea im Team haben, bei dem oder der ich mir nie so sicher bin, ob es ein Kerl oder eine Frau ist, würde ich doch mal glatt sagen, dass wir hier an der Stelle unseren Cut machen. Und wir sehen uns dann nächste Episode über neue Witter. Ein gescheiter Stäb bräuchte er noch oder sie noch. Gehen wir mal eine Löwe-Statze. So, also machen's gut und bis übermorgen wieder zur nächsten Episode von Let's Play Lufia auf Pelzig. Ayan Yankee.